Der Mensch braucht eine Aufgabe im Leben. Armin Glas, 54, gelernter Elektriker und Zahlenliebhaber aus Deutenhausen, hat seine gefunden. Er ist Gipfelstürmer. Egal ob 5,50 Meter oder 5000. Egal ob mit Auto, Seilbahn oder zu Fuß. Egal ob Südamerika oder Afrika. Armin will in möglichst vielen Ländern am höchsten Punkt stehen. Und tatsächlich, 100 Gipfel hat er schon gesammelt. Vor 2 Jahren habe ich den Ararat gemacht, im Sommer, im 2. Anlauf, mit 5127. Und der nächste Urlaub ging auf die Malediven. Der höchste Berg ist 5 Meter hoch. Und leider ist es eine Hotelinsel. Und die war geschlossen wegen Corona. Und dann sind wir auf den höchsten Berg vor den Malediven nicht raufgekommen. Du kommst nicht hin. Um die Insel außenrum ist ein Riff. Du musst quasi an dem Steg anlanden, das ist als Video überwacht. Keine Chance. Der Fotokünstler Olaf Unverzart hat über Armin Glas und sein Lebensprojekt ein Buch gemacht. Getroffen hatten sie sich am Kilimandscharo vor Jahren. Unverzart wunderte sich. Armin war kein klassischer Bergsteiger. Keiner, der in der Fremde etwas über sich rausfinden muss, sondern ein Ziel verfolgt und heimkehrt in seine Welt. Deutenhausen, Landkreis Dachau, 550 Einwohner, Maibaum, Hasenzucht, Traktor. Ich glaube, die Qualität an Armins Projekt ist, dass er für das, was er da macht, steht und dass er quasi das Leben diesem Projekt weitgehend unterordnet. Und dass mich das wahnsinnig beeindruckt hat, weil das eben in so einer Zeit, in so einer Gesellschaft, wo ich jetzt in meiner Bubble auch lebe, voller Zerstreutheit ist und voller Nutzen und voller Effektivität. Und das ist es ja beim Armin gar nicht. Da geht es um ganz was anderes. Mein erster Ländergipfel, das war auf Mauritius, vor 24 Jahren. Die Zeit vergeht so schnell. Die blauen Pins bedeuten, dass ich da bei dem Land auf dem höchsten Berg war. Die weißen Pins bedeuten, ich war auf der Insel wie auf den Azoren. Und der grüne Punkt, das bedeutet Deutenhausen. Hier ist quasi der Nabel, mein Nabel der Welt. Dann war eigentlich immer das Hauptziel meiner Reisen, dass ich den höchsten Berg mehr auch erklimmen möchte. Und wenn es irgendwie Länder gibt, wo man nicht raufkommt, wenn er einfach zu hoch ist oder zu schwer oder irgendein Militärstützpunkt drauf ist, dann interessiert mich das Land eigentlich schon nicht mehr. Genau, das ist jetzt mein Zimmer, wo ich auch vieles von meinen Reisen ausgestellt habe. Schöne Bilder an der Wand. Genau. Es gibt 193 Länder auf der Welt. 103 Gipfel hat er erreicht. Braucht es Gründe? Armin ist nicht auf Instagram oder TikTok. Die Welt weiß nichts von ihm. Wozu? Derweil füllt sich in Deutenhausen ein Haus mit Erinnerungen. Sand in nummerierten Fläschchen, Fotos, Tagebüchern, Tabellen. Armin liebt Zahlen. Es kommt vor, dass sich durch neue Messungen der höchste Punkt eines Landes verschiebt. Dann muss er nochmal hin. Ist ihm bereits in Kroatien passiert und jetzt in Katar. Ich kann es nur so erzählen, wie es Armin mir erzählt hat, dass er eben nochmal nach Katar fliegt oder fährt, weil eben der letzte Gipfel, der eigentlich schon im Buch war, den wir dann wieder rausgenommen haben, weil sich Armin nicht mehr sicher war, ob es der ist. Und keiner hätte das gewusst. Also keiner hätte gewusst, ob das jetzt der richtige Gipfel ist. Aber ihm war es wichtig, also nochmal nach Katar zu fliegen, um nochmal so einen 3 Meter höheren Gipfel zu machen. Das ist schon sehr speziell. Und genau das mag ich eigentlich an Armin und an dem Projekt. Also im Prinzip bin ich schon stolz. Ist eigentlich mein Lebenswerk. Habe ich 25 Jahre dafür gebraucht, die 100 Ländergipfel zu erklimmen. Und es macht mich schon stolz, muss ich echt sagen. Okay, das schafft nicht jeder. Selbstermächtigung ist ein wunderbares Rätsel. Das steht nicht im Buch, ist aber wie eine unsichtbare Überschrift. Gegen 15:07 Uhr. Das ist so geil. Du bist doch geil. Machte ich Feierabend. Und so habe ich mich von meinem Kollegen verabschiedet. Bescheiden und standhaft arbeitet Armin sich an seiner Aufgabe ab.
Und man darf annehmen, er ist dabei auch glücklich. Change your heart. Look around you. Ich glaube, dass jeder Mensch gerne irgendwie sowas hätte wie so einen Sinn im Leben oder so ein Ziel oder warum bin ich da. Und wenn bestimmte Sachen, die so im traditionellen Bild vielleicht nicht da sind, so Familie, Kinder, bestimmtes Art von eingebettet sein und Sicherheit, dann sucht man sich halt andere Sachen. Und viele schaffen das auch nicht und landen in so einer totalen Zerstreutheit. Und das hat der Armin nicht, sondern der hat eben hat sich was gesucht, wo er sich auskennt, wo er d'accord ist, und das macht er. Und ich glaube, es kommt auch kein Plan B. Als nächstes kommt Südamerika, Chile, Argentinien. Armin weiß genau, wo er war, genau, wo er hin will. Und wo er herkommt. Es ist eine Welt ohne Zweifel.